Jaha, grüß euch benannt und einen sakrisch guten It's Kasperl. Leute, es geht weiter. Ich habe mir gerade wieder eure Kommentare durchgelesen. Ich finde es sehr schön momentan. Ne? Es gibt neues Met. Das ist mehr oder weniger anstrengend zum Reacten, aber es ist wieder ein bisschen mehr los. Auch jetzt eben in meiner Community. Es kommt sehr gut an bei euch und wie gesagt, die meisten von euch sind meistens mit mir auf derselben Wellenlänge und auch wenn nicht, ist es ein sehr respektvoller Umgang. Daumen hoch, ich liebe euch. Ich habe richtig Bock zur Zeit. Hm? Dementsprechend geht es weiter. Was war jetzt hier? Es ging um Sportzigaretten ging's, ne? Und dann, jetzt geht es um spezielle Kanäle, Mitglieder, bla bla bla, die 5% von seinem Leben. Wir sind schon eine Dreiviertelstunde drin. Ne? Also, vielleicht haben wir Glück und heute geht es nochmal ein bisschen mehr. Aber natürlich, je weiter wir in derselben Zeit im Video kommen, desto weniger Palaver von mir kriegt es ja. Aber ja. Ich hoffe, ihr hattet heute alle einen schönen, stressfreien Arbeitstag. Den hatte ich nicht. Aber ich habe mir jetzt ein bisschen runterkommen lassen. Ne? Ich wäre jetzt ansonsten mit 100 Sachen 80 gleich schon ins Video eingestiegen. Und das wäre jetzt nicht so gut, weil ne, irgendwann überdreht der Motor, wenn es dann 300 Sachen 60 unterwegs bist. Aber genau, indem ich eure Kommentare gelesen habe und ja, das hat mich ein bisschen runtergebracht, ein bisschen entspannt. In diesem Sinne, Leute, der man nicht lang umeinander. Hockt euch her, sagen wir mehrere. Reißt euch eine Häube auf. Hier gingen einer. In Rainer. Im Bereich, also ich habe es jetzt noch nicht ganz genau verstanden, was man da jetzt halt macht. Was kann man da alles reinschreiben? Also grundlegend ist es auch so, das ist im Prinzip nichts anderes wie hier der Chat, mit dem Unterschied, dass... Habt ihr dieses penetrante Dazwischenschwallen? Das ist, wenn ich wirklich schon einen hohen Metal-Level erreicht habe in einer Diskussion, wo es um ein Thema geht, was mich wirklich stark auch emotional mitnimmt, dass ich dann sage, nein, stopp, das bleibt so alles so, wie es hier ist. Aber, ne, er unterbricht die Leute schon standardmäßig so. Grundlegend. Weil in Rainers Kopf ist immer noch dieses, ne, wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel Pause. Das Problem ist halt, dass er kein Kuchen ist. Ja, eher so ein Fladen, so ein Kuhfladen vielleicht. Ja? Und wenn der spricht, interessiert das keinen. Die legen trotzdem ihre Eier da rein. du da halt auch explizit sexuellere Inhalte posten darfst. Also zum Beispiel, wenn du jetzt, das wird euch als Mädels vermutlich relativ wenig interessieren, wobei es gibt auch solche Mädels, sind aber selten. Du kannst zum Beispiel die Pornos, die du guckst, da posten, also Links oder sowas. Ja, das ist richtig gut, Rainer. Das ist wirklich auch wieder so ein... Rainer ist der Meinung, es benötigt eine Social-Media-Plattform, wo man dann so Sachen verlinkt, sage, oh ja, ich hab grad den und den Film gesehen hier, Snoo-Style, auf der Plattform. Absolut geil, gönnt euch den. Es ist auch wieder eine Überverkomplizierung dieses ganzen Snoo-Themas. Was uns wieder beweist, wie wenig Ahnung er davon hat. Aber ich meine, wo soll er sie auch herhaben, die Ahnung? Woher soll sie denn kommen? Ne? 36 ungebimst. Das ist, da kann man ein Lied draus machen, ne? Und er meint immer, das ist so ein Riesenthema. Ne? Es ist seriously, Reini, für die allermeisten Leute, die, sagen wir mal, aus so Pubertät heraus sind, nicht mehr so ein krasses Thema. Und die allermeisten Leute davon
sind der Meinung, ist auch ein relativ privates Thema, was den Rest der Welt überhaupt nichts angeht. Ha? Warum sollte es irgendwie eine andere Person etwas angehen, zu welchem Filmchen ich mir den Jürgen würge? Ja, vollkommen Wayne, oder? Außer bei dir war es halt interessant, weil es meiner Meinung nach strafrechtlich relevant sein könnte. Ne? Oder zumindest als Indiz in einem Gerichtsverfahren gegen dich verwendet werden. Hätte sollen, schon lange in der Vergangenheit. Keiner. Das ist der Punkt. Aber der Rest von uns, die sagen wir mal in Anführungsstrichen normale Vorlieben haben, was das angeht, also vollkommen Wayne. Ha? Du gibst das entsprechende Stichwort oben in die Suchleiste auf der Bumsknödelseite deines Vertrauens ein und dann scrollst ein bisschen durch und suchst dir was aus, was dir wahrscheinlich gefällt. Ha? Fertig. Und 5 Minuten später ist der Zauber vorbei und auf Wiedersehen. Weiter geht er, der Beta. Das ist nicht so ein Riesenthema für die meisten Leute, dass man das dann kundtun muss. Die meisten Leute haben auch nicht das Bedürfnis, ihren Fetisch anderen Leuten ins Gesicht zu drücken. Ich meine, klar, es gibt da immer welche Leute, aber das ist oft auch von der Mode her, ne, situationsabhängig, wenn wir jetzt hier über Dark Fantasy reden. Ne? Damals als 50 Shades of Grey diesen Hype hatte, da sind sie dann auch, du konntest praktisch auf dem Datingmarkt nicht mehr unterwegs sein, ohne dass alle auf einmal hier auf Kink und BDSM und so ein Scheißdreck standen. Es war anstrengend damals. Es war wirklich anstrengend. So können wir vielleicht einfach so, wir finden uns sympathisch und attraktiv, einfach hier, ne, bimsen halt, ne? Nee, muss jetzt irgendwie immer was, aber das hat sich auch wieder gelegt. Bei Rainer im Kopf legt sich das nicht. Rainer im Kopf ist das Hauptthema und das glaube ich jetzt vor allem, seitdem er jetzt nicht mehr die Hater als Ablenkung, sagen wir mal, hat, ist das, glaube ich, wirklich sein lebensbestimmendes Thema. Das ist das Erste, woran er denkt, wenn er morgens aufwacht und das Letzte, woran er denkt, bevor er abends ins Bett geht. Morgens und abends sind da, ne? Ich glaube ihm kein Wort, wenn er sagt, dass er früh morgens aufsteht. Der pennt bis am frühen Nachmittag und dann wird bis um 7 Uhr in der Früh gedattelt. Aber ist mir auch vollkommen wurscht, ne? Weil kann er machen, was er will mit seiner Zeit als Arbeitsloser in Uwes Absteige. Belunke. Ne? Aber darum geht es ihm halt. Und ich halte das ein bisschen für gefährlich. Ne? Dass man ihn da mit diesen Gedanken so alleine lässt. Ich glaube, dass als das Game noch aktiv war und vor allem damals, als er noch in der Schanze gelebt hat, eben dadurch, dass viel Ablenkung durch die Hater da war und dass die Hater auch immer ein bisschen eine Kontrollinstanz waren. Ne? Weil wir wissen alle diese Story von wegen 2% von seinem Leben ist vollkommen utopisch. Wir haben einfach deutlich mehr mitgekriegt, als wir hätten mitkriegen sollen, wollen oder ne, ansonsten bei irgendjemand anderem hätten können. Und ich glaube, seitdem er jetzt da sitzt und dieses Problem größtenteils nicht mehr hat, steigert er sich in diese Snoozo-Fantasie noch mehr rein. Und das halte ich gerade bei ihm für eine sehr gefährliche Entwicklung. Sagen wir mal, wenn er jetzt nicht, wir wissen, dass das Haus nicht verlässt, aber sagen wir mal, PDF-File-Kriminelle können auch im Internet schweren Schaden anrichten, ohne vor die Tür gehen zu müssen oder ohne körperlich in der Lage sein zu müssen, tatsächlich im Real Life Leuten etwas anzutun. Weil sie sich vielleicht, keine Ahnung, auf eine Vierteltonne hochbehindert gefressen haben. Aber natürlich immer auf Links gehen mit eigener Gefahr, ne? Du kannst Bildchen posten, du kannst anzüglichere GIFs posten, falls du hast und so weiter.
Also darf alles rein. Es muss auch nichts zensiert sein oder sonst Solange du da jetzt nicht oder? irgendwie was hinstellst, wie jemand blutrünstig abgeschlachtet oder sowas. Also du kannst auch Nein, sexuelle Inhalte posten und solche Sachen. Du musst jetzt da aber halt nicht irgendwie eine Frau hinstellen oder einen Mann hinstellen, die da irgendwie von 60. Ja, Rainer, er geht da schon wieder in zu spezifische Dinge rein, die ich, ne, wo ich mir dann gerade bei ihm immer hellhörig werde und mir denke, wo kommt das her? Ne? Warum kommt der Rest, den er sich da als vorher zusammengestottert hat, in einer halben Stunde, und sowas kommt dann wie aus der Pistole geschossen, weißt? Schwarzen Typen mit 80 Zentimeter, die da durchgenudelt werden. Also da kommt halt darauf an, worauf du stehst. Aber muss halt jetzt auch nicht so extrem, aber du kannst auf jeden Fall da halt auch Sachen posten, die halt woanders nichts zu suchen haben. Na, also zum Beispiel. Ah ja, ich habe kurze Abschweifung. Ich und ein Freund von mir spielen, wie gesagt, aktuell, wenn wir Zeit dazu haben, ein paar Stunden, treffen wir uns und spielen Legends of Mana. Und da gibt es halt die verschiedenen Areas. Du musst in dem Game mehr oder weniger die Map selber bauen und du setzt so Artefakte auf die Map und dann entstehen da Areas, wo du hingehen kannst. Und das sind dann Dungeons oder Städte oder sowas. Und es gibt halt wirklich eins der allerersten Dinger, die du irgendwo platzierst, ist der sogenannte Luan Highway. Und ich bin komplett abgebrochen. Der Spätzle von mir, der hat halt überhaupt keinen Bezug zum Game und hat nicht verstanden, warum ich 5 Minuten keine Luft mehr gekriegt habe. Wirklich sexualisierter Inhalt und so. Aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich viele gar nicht interessieren. Ich habe das nur eingerichtet, weil damals die Leute danach gefragt hatten. Quatsch, Mann. Das ist genau wieder dieselbe Scheiße, wie die Leute immer danach fragen, wie können wir dich unterstützen? Oder die Leute, die ihm gesagt haben, dass er ihnen so viel Kraft gibt, weil er nicht aufgibt oder sowas. Das ist alles aus dem Arsch gezogen, Rainer. Niemand hat dich danach gefragt, Rainer. Niemand ist hergekommen und hat gesagt, hey Rainer, einen bärigen Discord hast du da gemacht. Aber weißt du, was da fehlen darf? Ich hätte gern einen Raum, ja, so ein FSK 18 Raum, in dem ich reinposten kann, zu welchen Videos ich gerade Mütze Glatze gespielt habe und wo ich dann sehen kann, zu welchen Videos die anderen Leute Mütze Glatze spielen, damit wir da praktisch Erfahrungen austauschen können. Hat nie irgendjemand gesagt. Nie. Das verspreche ich dir. Ah, okay. Und ja, mal abwarten. Folgende, Rainers Gedankenwelt folgendermaßen. Ja? Diese Räume sind entsprechend den Female-Only-Räumen auf seinem Discord damals. Rainer ist in der Hoffnung, dass er in diese Räume wenige weibliche Fans, in Anführungsstrichen, locken kann, um denen dann da näher zu kommen, um da praktisch auf die Herz zu gehen. Das ist der Punkt. Der will versuchen, Frauen auf seinem Discord zu isolieren, um sie, sagen wir es wie es ist, sexuell zu belästigen. Das ist der Grund, warum es diesen Raum gibt. Keinen anderen. Niemand hat danach gefragt, niemand hat darum gebeten. Das ist einzig und allein wieder irgendein Hirnschors vom großen Lord. Da bin ich mal gespannt. Ich habe 224 Pfeile im Inventory. Will ich mir wirklich Pfeile Ja, aber den Bogen hat dir die Polizei weggenommen, Rainer. kaufen? Nö. Okay, ich werde erstmal zum Spähposten zurückkehren. Ja, wie gesagt, es kommt jetzt darauf an, wie lange es dauert, bis wir die ersten Mädels haben. Oder die ersten Jungs. Und da hat er sie wieder verraten. Da hat er sich... Er hat gerade bestätigt, was ich gerade gesagt habe, warum es diesen Raum gibt. Ne? Ja, müssen wir warten, bis wir da drin in dem Raum die ersten Mädels haben. Oder auch Jungs. Alter Maul, Rainer. Ich lese dich wie ein Scheißbuch. Weil, Ey, das haben wir ja schon 2. das wird schon. Ja, abwarten.
kommt jetzt darauf an. Dann müssen wir erstmal Leute haben, die überhaupt kommentieren. So viele Leute kommentieren nicht, es sind nur noch 4 oder 5. Und von denen sind auch 2 oder 3 halt immer nur Leute, die nicht so oft da sind. Und die einzigen, die halt regelmäßig posten, sind halt wirklich ihr beide. Sonst postet ja niemand. Ich hab, Oh, da kommt er her, da versucht er, das ist so, na, das Zucker, mit dem jetzt gelockt wird. Boah, ihr zwei, ihr seid ja was Besonderes bei mir auf dem Discord. Ne? Ihr habt ja Sonderstellung den anderen gegenüber. Um sich Vertrauen zu erschleichen. Scheiße gelaufen, Rainer, dass es beides Haterinnen waren. Scheiße gelaufen. Aber wenn es keine Haterinnen gewesen wären, wären die nie auf diesen Discord gekommen. Aber so weit denkt er schon wieder nimmer. So weit denkt er einfach nicht. Er will auch einfach, dass es wahr ist. Er will, dass es wahr ist, dass er nicht mal aus dem Haus gehen muss, sondern dass irgendeine x-beliebige Mulle, ihm inzwischen auch schon scheißegal wer, übers Internet auf ihn zukommt und ihm sagt, Rainer, du bist derjenige. Du bist derjenige, mit dir passiert's jetzt. Oder? Und jetzt fahre ich, scheißegal, hunderte Kilometer nach Zobis ins sächsische Hinterland, um mir von dir irgendwie da beflecken zu lassen. Er glaubt immer noch, dass das eine Möglichkeit ist, ne, deren Wahrscheinlichkeit nicht bei 0% liegt. Und deswegen ist spezieller Discord-Raum. Ich habe da nie so drauf geachtet. Also Zoe ist mir auf jeden Fall dann irgendwann aufgefallen. Ich weiß gar ja, ich merke mir die Namen nicht. Ich weiß gar nicht, wer da noch alles da war. War noch welche, aber keine Ahnung. Ganz ehrlich, Rainer ist das Internet-Äquivalent von einem Typen, der im Trenchcoat im Stadtpark vor wildfremden Frauen blank zieht, in der Hoffnung, dass irgendwas passiert. Da passe ich nicht so auf. Naja, das ist ja nicht deine Aufgabe. Das ist ja meine Aufgabe, da aufzupassen. Wie viele Nachrichten kriegst du denn dann? Weil du hast ja mal geschrieben, du tust das ja alles selber dann lesen und freischalten. Du das Lesen tun. Hat Reiners Grammatik schon abgefärbt, oder? Ist das viel? Also, Oder? Kommentare, wenn jetzt Tut das viel sein? Oh, vieles? diese Idioten Viele Kommentare er kriegt. Die macht er nicht, hat sie abzuwehren. dabei sind und Scheiße bauen, Ich kann das auf Englisch besser. dann kommen schon mal 5 oder 10 Nachrichten pro Tag zusammen, aber auch nicht immer. Oha. Und dann gibt es halt Scheiße. eigentlich nicht. Das war vor 5 oder 10 Nachrichten am Tag. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr ein E-Mail-Fach in der Arbeit habt, aber wenn ich 5 oder 10 E-Mails am Tag kriege, da ist ein guter Tag. Da kann ich mich denke ich mir so, oh, heute habe ich aber wirklich Zeit gehabt, mich um meine eigentliche Arbeit zu kümmern, anstatt nur dämliche E-Mails zu beantworten oder mich um die eigentlich Probleme von anderen Leuten zu kümmern. Ich weiß nicht. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn es euch auch so geht. Oder 5 oder 10 E-Mails am Tag ist smooth sailing eigentlich. ungefähr einem Jahr noch schlimmer, als ich noch aktiv meine Videos und Streams und so gemacht habe. Dagegen ist es jetzt eigentlich eher ruhig und entspannt. Oh, ist doch auch schön so. Ja, aber es gibt keine Barne. Das ist das Problem. Mir ist es so lieber. Ja, also I doubt it, Rainer. I doubt it. Du hättest gerne wieder hunderte Nachrichten. Aber das müssten alles Arschkriecher-Nachrichten sein. Ne? Insgeheim ist der Traum vom großen Internet-Zahnbrunnen noch nicht aufgegeben. Rainer glaubt immer noch, dass es passieren wird. Und es wäre immer noch der Traum, ne? Wenn er einfach 200 E-Mails am Tag kriegt und alle lutschen sie ihm den Pansy und sagen, was für ein toller Typ er doch ist und dass ihm sein Content so sehr geholfen hat, ihre eigenen Traumata zu überwinden, bla bla bla. Halt dein Maul, Rainer. ich genieße die Ruhe aktuell. So sehr. Ich war komplett Ja, Ruhe an sich. überfordert beim letzten Mal. Ich habe nicht. Er versucht jetzt hier schon wieder, jetzt kommt dieses grundlegende Widersprechen. Er sagt, ja, nee, es ist ruhig, ja, 5 bis 10 Nachrichten, ist eigentlich gut so. Und so, ja, ich genieße die Ruhe. Ja, Ruhe ist überhaupt nicht gut. Ruhe an sich genieße ich auch, aber es gibt halt auch immer die Ruhen,
die halt einem tierisch auf die Nüsse gehen. Also, Was die Ruhen gibt's, die einem tierisch auf die Nüsse gehen. ich zum Beispiel, mich langweilt es langsam, dass ich jetzt 3 oder 4 Jahre das letzte Mal mit einer Frau zusammen war. Ach, halt dein Maul, Rainer. Wie plump kann man auf dieses Thema gehen, Rainer? Ja. Er hätte sie auch gleich das Pensi-Bild schicken können. Ne? Wenn du von Ruhe, ich genieße die Ruhe, kommst auf, ich würde gern bimsen. Ne? Ich hätte fast gesagt, ich würde gern wieder bimsen, aber das wäre ja wieder so ein Ding bei ihm, ne? Weil er hat ja noch nie gebimst. Und jetzt kommst du nicht mit seiner komischen Prostituierten, weil wir wissen alle, dass er Kalade kriegt. Ne? Er will bimsen. Und er kommt sogar, wenn irgendjemand sagt, ich genieße die Ruhe, schlägt er sofort eine anzügliche Brücke. Da weiß man, was los ist im Ogerstübchen. Das geht mir einfach mittlerweile auf die Nerven langsam. Und die letzte, sagen wir mal, Beziehung, und eigentlich auch einzige Beziehung, die er hatte, war ja Mona. Und das war ja auch, die hat ihn ja auch die Beziehung vorgespielt, damit sie, die hat sich gedacht, sie greift da Fame ab und lässt sich aushalten, ein paar Wochen von dem, und kann dann danach ihr eigenes Influencer-Dasein starten. Und da hat sie sich sauber geschnitten. Aber ansonsten, alle anderen waren auch alles nur Haterinnen. Oder Provisionelle. Bei denen es nicht geklappt hat, weil kein Lade kriegt. Also, ne? Also du würdest gerne mit 36 irgendwann mal entjungfert werden. Das ist der Satz, den du eigentlich hättest sagen sollen. Also wenn es legitim gewesen wäre von ich genieße die Ruhe auf, willst du bumsen zu kommen. In 3 Sekunden. Keine Ahnung, irgendwie feiern gehen im Club oder irgendwie sowas. Und da lernt man doch mal die Leute kennen. Also zumindest. Ich kann doch nicht, ja, aber ich kann ja nicht einfach in irgendeinen Club gehen und feiern. Das ist ja wegen Weil er keine Bar in der Nähe hat. Nee, aber er wird jetzt sagen, weil wegen die Haters. diesen Idioten noch nicht möglich. Ja, es ist absolut nicht möglich, Rainer. Rainer, es ist auch deswegen nicht möglich, weil du nicht länger als 5 Minuten stehen kannst, weil du dich behindert gefressen hast. Deswegen ist es nicht möglich. Und weil in einem Club eine Frau eine riesen Auswahl hat. Weil meistens in diesen Clubs, stell dir vor, der geht da drüben irgendwo in der Nähe von Zobis auf so einer Dorfdisco oder sowas. Ja, da ist immer Männerüberschuss. Es ist immer Männerüberschuss. Das heißt, jede Frau, die es unbedingt drauf anlegen will, hat die freie Auswahl. Und keine würde sich dann sagen, den 250-Kilo-Typen mit den aufgeschwollenen Haxen, die kurz vor der Amputation stehen, der keine Zähne mehr im Maul hat und stinkt 20 Meter gegen den Wind, wie wenn er gerade aus der Odelgrube gekrochen gekommen wäre, den nehme ich. Die nehmen literally, hier, hallo, literally jeden anderen. Rainer, wenn der Wirt von der Disco einen Dobermann hat, dann gehen die eher mit dem nach Hause als mit dir. Ich bin ja mittlerweile nicht mehr, aber ich war ja eine Person des öffentlichen Lebens und das macht die Sache halt etwas kompliziert. Rainer, du kannst nicht einfach sagen, ich bin ab heute keine Person des öffentlichen Lebens mehr und dann ist es nimmer so. Ne? Wenn man einmal Person des öffentlichen Lebens ist, ist man immer ein bisschen Person des öffentlichen Lebens. Solange es irgendwelche Leute gibt, die dich aus der Öffentlichkeit kennen, bist du Person des öffentlichen Lebens. Ne? Klar kannst du sagen, hier ist meine Privatsphäre etc. und da will ich meine Ruhe haben. Das ist absolut legitim. Ne? Ich zum Beispiel habe auch massiv Hasslatte gekriegt, als die Leute angefangen haben, damals Sido zu kritisieren dafür, dass er die Bild-Zeitungsbastarde da irgendwie vom Hof gescheucht hat, weil die hatten da einfach nichts verloren. Ne? Die hatten einfach nichts verloren, einfach ungefragt in seine Privatsphäre einzudringen. Bei dir, Rainer, war es dein Geschäftsmodell, dass die Leute gekommen sind. Ne, du hast die eingeladen, mehr als einmal. Hier, traut euch, kommt zu mir komplett ausgeklammert. Du hast sie immer wieder provoziert, zu dir zu kommen. Und
Du bist Person des öffentlichen Lebens und das wirst du für die Zukunft auch bleiben. Wie sehr liegt in deiner Hand? Und ich sag's dir eins, irgendwelche Blogs ins Internet zu stellen, in der du der allmächtige Gott bist, der alles mit Gewalt begatten kann, ohne Konsequenzen, was wie er lustig ist, so eine Scheiße ins Internet zu stellen, wird diesen Status definitiv nicht schneller beenden, als einfach nur die Scheißfresse zu halten, dein Drecks-Bürgi-Geld zu nehmen, dein Drecks Billigfraß zu fressen und einfach nur dein dummes Maul zu halten. Ja, das ist alles nicht so einfach. Ja, obwohl, nee, da ist das gleiche Problem, ne? Ich bin auf Planet Romeo angemeldet, Kenn ich nicht. aber davon, ja, das wundert mich nicht, das ist eine Gay-Seite. Achso. Ja, okay. Ja, ja. Ich bin auf Planet Romeo angemeldet. Ja, ehrlich, aber wenn das Planet Romeo heißt, man da nicht besseren Namen finden können, weil ich meine, Romeo ist ja aus Romeo und Julia und das ist ja wohl eine sehr, sehr heterosexuelle Beziehung, um die es da geht. Obwohl, keine Ahnung, ich habe mich nicht informiert. Es kann auch gut sein, dass Disney in letzter Zeit mal wieder einen Film rausgeschmissen hat, wo das dann anders ist. Aber ja, ich weiß nicht, ob Flexen damit auf wie vielen Seiten, wo man mehr oder weniger eigentlich nur Casual Sex sucht, du angemeldet bist. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier gerade ein angebrachtes Verhalten ist. Einer Frau gegenüber, die du praktisch nicht kennst. Und ich bin und ich habe einen Quokka-Account, aber das Problem ist, ich kann mich auch nicht einfach so mit Leuten treffen. Eigentlich müsste ich auch mal demnächst wieder nach Nürnberg zurück, weil ich müsste dann immer zu meinem Hausarzt und mich mal untersuchen lassen. Ja, weil es in ganz Sachsen natürlich keinen einzigen Hausarzt nicht gibt, Rainer. Rainer, der in Nürnberg, der Hausarzt, der ist froh, wenn er deine Larven nicht mehr sehen muss. Na, fahr schon nach Plauen zu irgendeinem Hausarzt. Ich weiß nicht, ob es einen Zubis einen gibt. Interessiert mich ja nicht, aber es gibt in der näheren Umgebung, gibt's gewiss irgendwo einen Hausarzt. Das ist auch vollkommen scheißegal, der muss nicht einmal sonderlich qualifiziert sein. Ich habe nicht Medizin studiert und ich kann dir sagen, was du ändern solltest an deinem Scheißverhalten und an deinem Lebensstil, damit du nicht in 10 Jahren in die Kiste hüpfst. Ja? Man braucht kein Medizinstudium, um dir zu sagen, Herr Winkler, sind morbid adipös und wenn sie nicht hier 100 Grad 80 Wände machen, dann war es das in ein paar Jahren. Weil ich Probleme mit meinem Bein habe, aber da ich zu meiner Familie keinen Kontakt mehr habe und auch nicht wieder auf... Woran das bloß liegt, dass du zu deiner Familie keinen Kontakt mehr hast, ha? Weiß ich gar nicht. Vielleicht liegt es ja daran, dass als deine Schwester gekommen ist und dir ihr Kind vorstellen wollte, dem lieben Onkel Rainer, dass du vom Hof gejagt hast. Oh Wunder, dass die mit dir nichts mehr zum Tor haben wollen. bauen möchte und ich jetzt halt auch finanziell sehr, sehr schlecht dastehe, kann ich halt auch nicht einfach nach Nürnberg fahren aus Berlin, wo ich dann... Aus Berlin? Oder erzählt immer noch die Story, er wäre jetzt in Berlin. Und ganz ehrlich, das wäre noch behinderter. Das ist ja noch behinderter. Er muss jetzt zum Hausarzt nach Nürnberg fahren. Ich meine, ich weiß nicht, ob es einen Hausarzt in Zobis gibt, aber in Berlin wird sich ja wohl irgendwo eine Hausarztpraxis auftreiben lassen. Da kannst du ja mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren. Ich weiß nicht, was so ein Tagesticket für die U-Bahn in Berlin kostet, ne? Aber ich nehme mal an, mit 7, 8 Euro oder sowas bist du da dabei. Wo ich dann halt irgendwie, keine Ahnung, Stunden über Stunden in Nürnberg rumeier und dann halt wieder zurück nach Berlin fahre, weil ich halt in Berlin keinen Hausarzt habe derzeit. Müsste ich mich auch nicht mehr darum kümmern. Und ja, das wäre Sache, sich darum zu kümmern. Da kann man Hausarzt, du kannst in Google reingehen, ich erkläre dir erstmal, wie Google funktioniert, Rainer.
Ja, da ist eine Zeile, da klickst du drauf und dann gibst du einen Hausarzt und dann nimmst du die Postleitzahl von da, wo du in Berlin gerade wohnst und dann sagt dir Google, welche Hausärzte in deiner näheren Umgebung sind. Und ganz ehrlich, klar, du hast die behindert gefressen, aber sogar du solltest dann in der Lage sein, bis dahin zu wongeln oder du nimmst halt die Tram. Wechsel nur 6 Stunden Fahrt oder so. 7 tatsächlich. Boah. Von da, wo ich in Berlin wohne, sind es 7. Mein Hauptproblem besteht halt darin, dass ich, Dass du lügst wie gedruckt, Rainer. Schon wieder. In Berlin. Und dass du hageldumm bist. Und morbid adipös. Das sind deine 3 Hauptprobleme. Du bist morbid adipös, du bist hageldumm und du lügst wie gedruckt. Du bist ein Traumpatient für jeden Arzt. wenn ich nach Nürnberg fahre, würde ich halt auch gerne mal für 2, 3 Tage, also ich würde eigentlich irgendwann gerne wieder nach Nürnberg, aber derzeit geht es halt nicht. Und mein Hauptproblem besteht darin, dass ich, wenn ich nach Nürnberg gehe, Dein Hauptproblem besteht darin, dass in der Nürnberger Gegend die Mietpreise zu hoch sind. Und dass du so ein Bumsverschlag da wie bei Uwe nicht für 300 € im Monat bekommst in der Nürnberger Gegend. Das ist dein Hauptproblem. Und vielleicht ist dir dann auch irgendwann einmal aufgefallen, was du eigentlich an diesem Haus hattest. Ne? Was für einen Wert dieses Haus eigentlich hatte, das du hast verkommen lassen und verschleudert hast. Anstatt dass da ein bisschen was von der Kohle, die du erbettelt hast im Internet, reingesteckt hättest, damit das Haus noch weiter bestehen kann und nicht die ganze Welt provoziert und zu dir nach Hause eingeladen hättest. Und dann es verschleudern für ein paar Mark und die innerhalb von 3 Monaten durchbringen. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Gut, hast du es gemacht, ha? warte mal kurz, wo muss ich jetzt hin? Perfekt, richtige Richtung. Mein Hauptproblem besteht darin, wenn ich nach Nürnberg gehe, dass ich dann halt auch gerne mal eine Woche oder 2 in Nürnberg wieder wäre, ne? Kein Problem. Ne, hockst du auf dem Zarenstein. Es ist noch Sommer. Ne, nimmst noch Pullover mit. Für die Nacht. Oder vielleicht einen Regenschirm. Du bist doch der Survival-Lord. Kannst auch im Wald campen, so wie du das jetzt so oft gemacht hast damals. War gelacht. Und das funktioniert halt nicht, wenn ich, oder halt zumindest mal ein paar Tage, vielleicht nicht gleich eine ganze Woche, aber halt mal ein paar Tage über den Nürnberg fahren. Weil es funktioniert halt nicht, weil ich müsste mir ein Hotel holen und ein Hotel kostet halt auch entsprechend, wenn ich da mal eine Woche oder was nach Nürnberg will, kostet mich dann ein Hotel locker mal ein Tausi. Je nachdem, wenn. Ein Tausi! Alter, ein Tausi, das habe ich ja auch noch nie gehört, hä? Aber wie behindert willst du sein? Tausi, okay, wissen wir Bescheid. Ja? Rainer, wenn man ein Tausender, also die meisten Leute sagen ein Tausender, ne? Wenn man es unbedingt abkürzen muss, ne, dann kann man ein Taui sagen, wenn es unbedingt sein muss. Ich bin kein Fan davon, aber es ist möglich. Oder du sagst, ja, kostet mich 1K in der Woche. Aber ein Tausi hört sich an wie ein von dir selber erfundenes Pokémon. Ne? Natürlich müsste man das organisieren, wenn eine Messe oder sowas ist, ist natürlich scheiße. Ja, und noch dazu, keine Ahnung. Wie gesagt, es zwingt dich keiner ein Taui in der Woche für ein Hotel auszugeben. Ne? Du kannst da auch solche Pensionen finden, die so ein Monteurszimmer vermieten. Da kostet die Woche dann, keine Ahnung, 200 € oder sowas, wenn es hochkommt. Ich weiß nicht, ist der Arzttermin sehr wichtig? Weil wenn das sehr, sehr wichtig ist, kann man, glaube ich, auch die Ärzte in der Nähe halt dazu, also zwingen ist das falsche Wort. Ja, der Arztbesuch ist, glaube ich glaube nicht, dass ich glaube, dass da Hopfen und Malz praktisch schon verloren sind. Ich glaube nicht, dass auch, also der Arztbesuch, der wäre halt vor 10 Jahren einmal fällig gewesen. Ich glaube nicht, dass
dass da jetzt der Arzt noch großartig was machen kann. Vor allem nicht, wenn du halt so einen sturen Bock hast wie ihn, der so hageldumm ist und sich einredet, er hat sein ganzes Leben alles richtig gemacht, er macht immer noch alles richtig und wenn der der studierte Mediziner mir sagt, dass wenn ich so weitermache, ich bald in der Kiste liege, dann ist es Hate und Mobbing und dann hat er keine Ahnung, wovon er redet. Du kannst an den hinreden wie an eine Scheißwand. Mir ist er, ja, oh nein. Mir persönlich ist er schon, okay, das war eine richtig dumme Aktion. Oder er hat lange gesucht, deswegen ist er auch nicht irgendwie in Emskirchen oder in der näheren Umgebung zum Arzt gegangen, sondern musste immer nach Nürnberg fahren. Er hat lange gesucht, bis er tatsächlich irgendeinen Arzt gefunden hat, der den Leuten einfach das erzählt, was sie hören wollen. Irgend so einen komischen Kurpfuscher, der dann irgendwie schwangeren Frauen sagt, nee, es ist schon in Ordnung, wenn sie weiter saufen und rauchen in der Schwangerschaft. Übertreiben sie es bloß nicht. Irgendwelche solchen Leute, ne? Irgendwelche Scharlatane, die einfach nur den Leuten sagen, was sie hören wollen, die Gesundheit dieser Menschen scheißegal ist. Hauptsache, die kommen regelmäßig da rein, weil das ja so ein netter Arzt ist und jedes Mal wird der Pauschale abgerechnet und schnell wieder raus, die Arschlöcher. Passt alles, Herr Winkler. Wiedersehen, nehmen Sie Ihre Wassertabletten, die ich Ihnen verschrieben habe. Wenn Sie die bei der Apotheke abholen, kriege ich Barne vom Pharmaunternehmen. Solche Leute. Vielleicht ist es so einer. Ja? Deswegen will er zu dem, weil ihm jeder andere Arzt hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, Herr Winkler, dass Sie noch leben, ist ein medizinisches Wunder. Darf ich Sie bitte untersuchen? Oh, das habe ich wieder super hingekriegt. Also, für mich wäre der Besuch schon wichtig bis zu einem gewissen Punkt, aber nicht so wichtig, dass ich sage, okay, ich muss jetzt da unbedingt hin. Okay. Das schließt sich für mich aus. Ja? Das schließt sich für mich aus. Ich glaube nicht, dass da so ein Zwischengrad gibt, oder? Also entweder sage ich, ich muss zum Arzt, dann ist es dringend. Oder sagt, ja, nee, das eigentlich, das wird von alleine wieder weggehen. Ich muss halt mal schauen. Also, keine Ahnung, wenn man sagt, hey, ich habe hier irgendwo einen Knoten gefunden, der da vorher nicht war. Und ich habe Angst, dass das ein Tumor sein könnte, dann gehe ich direkt zum Arzt und dann ist es wichtig. Aber wenn ich halt einen Schnupfen habe, dann denken wir so, ja, okay, der geht halt von alleine wieder weg, Digga. Ein Mensch, bei dem ich gedacht hätte, dass ich halt mal ein paar Tage unterkommen könnte, der hat sich halt hinterher als jemand herausgestellt, der mich verarscht hat. Also habe ich da auch niemanden mehr, bei dem ich mal ein paar Tage pennen könnte. Ja, du hast, also ich übersetze es bei richtiges Deutsch. Der Typ, von dem ich gedacht habe, dass er ein Vollidiot ist, den ich ausnutzen kann, hat stattdessen mich, weil ich ein Vollidiot bin, ausgenutzt und hat mir um 30.000 € erleichtert. Weil ich ein Vollidiot bin. Und hat danach die Infos und die Habseligkeiten, die ich ihm gegeben habe, freien Willens, an die Hater verkauft. Herzlichen schönen Gruß an den Frankengamer hier. Und solange das halt nicht der Fall ist, komme ich ja da auch erstmal nicht hin. Was habe ich denn da? Rest? Rest? Kastanie. Lol. Ja gut, scheiße, Zwickmühle, ne? Ja, kann man sehen wie ein Dachdecker, ne? Es ist halt letzten Endes, wie es ist. Wuhu, letzten Endes! Lässt sich halt nicht ändern. Ja, gibt sich bestimmt noch eine Gelegenheit. Vielleicht funktioniert es ja irgendwie mit dem Blog, dann kannst du dir ja immer noch ein bisschen was auf Seite legen und dann halt... Ja, genau. Rainer legt was auf Seite. Wenn Rainer in der Lage wäre, Dinge auf Seite zu legen, ja, dann hätte er jetzt immer noch was von unserem scheiß Hausverkauf übrig. Ganz ehrlich, Rainer und auf Seite legen, das ist ein guter Witz. Ein guter Witz. Aber ich glaube, der ist auch bewusst gemacht worden. Also Props, ne? Credit where credit is due. Ich ziehe bei den Hut. Vielleicht damit irgendwie ein Hotel. Im Moment habe ich ziemlich hohe Schulden, da muss ich erst mal gucken. Oh, das auch noch. Scheiße. Der kommende Moment, ja, eine ziemlich schwierige Angelegenheit.
Nee, Rainer, das ist eine brunzeinfache Angelegenheit. Du hast zwei Dinge nicht gemacht. Du hast deine Steuern nicht bezahlt und deine Krankenversicherung nicht bezahlt. Fertig. War es jetzt so kompliziert, oder? Und dann ist der Staat und die Krankenversicherung sind irgendwann gekommen und haben gesagt, Herr Winkler, da führt kein Weg dran vorbei, die müssen das bezahlen. Und hier Privatinsolvenz hilft nichts, weil das Steuer- und Krankenkassenschulden über Privatinsolvenz nicht geregelt werden. Das heißt, solange sie Budgetgeld beziehen, was das vom Staat festgelegte Existenzminimum ist, ne, wenn man mal aus dem arbeitsfähigen Alter raus ist, hält das dann Grundsicherung, aber es ist auch kein Cent mehr oder weniger. Solange sie das beziehen, können wir ihnen nichts mehr nehmen. Aber in dem Moment, in dem sie 2 Mark mehr in der Hosentasche haben, gehören die uns, weil sie bei uns 30.000 Euro Schulden haben. Bei dir ein paar Tage pennen. Nee, selbst wenn ich ja sagen würde, Kann er bei dir ein paar Tage pennen. Er hat nicht wirklich das wieder gemacht. Ich kann ja bei dir, also wer sie auch vorher Kerl war und so gesagt hat, also wahrscheinlich auch aus der Nürnberger Gegend kommt, ich kann ja bei dir ein paar Tage pennen, ist halt wieder so ein Ding. Nach der ganzen Unterhaltung, deine komischen Fetischschwallereien mit Goblins und sowas, den ganzen Kampf, dann, ich bin ja eigentlich broke as fuck und hab Schulden bis unters Dach, ne? Ich müsste eigentlich dringend zum Arzt, weil ich mach's nicht mehr lange. Und dann diesen bold Approach bringen, dass du sagst, ja, im Übrigen, ich könnte ja bei dir schlafen. Oh Mann. nee, selbst wenn ich Dann das dumme Gelache hinten raus noch. ja sagen würde, würde es nicht gehen, weil ich bin in wenigen Wochen jetzt dann auch weg, weil ich ziehe ja nach Hamburg. Das war Also hast du schon eine Wohnung oder was? Ja, ich habe meine eigene Wohnung mit Garten und drum und dran und so. Nee, ich meinte in Hamburg dann. Achso, ja, habe ich. Mit einer WG-Partnerin. Okay. Naja, hört sich doch gut an. Und man ist halt nicht so allein. Weil ich hasse es. Ich lebe jetzt schon seit Jahren hier alleine. Und es geht mir auf den Sack so. Es ist richtig, richtig auf den Sack. Und in Hamburg habe ich wenigstens eine Handvoll noch Leute, so die ich kenne. Und dann habe ich wenigstens Freunde noch da oben. So, dann bin ich nicht ganz alleine, weil ich habe erst ein bisschen gestruggelt. Ja, ich würde ja gerne Weltreisen machen, durch die Welt touren nebenbei. Ich könnte, wenn ich wieder meine Videos und meine Streams machen würde, könnte ich mir die wahrscheinlich auch problemlos finanzieren. Das Problem ist bei mir aber auch, ich möchte das halt auch nicht alleine machen. Ach, halt dein Maul. Halt dein Maul. Das Problem ist, du hast keine einzige Plattform mehr, die dich monetarisiert. Das ist dein Problem. Und sogar wenn, wird dabei nicht genügend rumspringen, dass du tatsächlich irgendwie Travel-Blogger wirst, so wie du es dir damals irgendwie Ende 2021 ausgemalt hast. Ich fahre dann mit dem Ranger durch die Welt und verdiene Geld mit meinen Videos. Tolle Idee, Rainer. Ja, die Sache ist halt immer schwierig, wenn du keinen Partner hast oder so. Ja, alleine finde ich sowas blöd. So, es ist viel cooler, wenn man noch 1, 2 Leute irgendwie dabei hat. So, dann kann man halt sein Erlebnis noch irgendwie teilen, am Abend drüber reden und so weiter. Und es ist halt einfach eine geile Erinnerung, so weißt. Ja, ich glaube, Reisen generell. Es gibt Leute, und ich habe sicher auch Leute in der Community, die mir es jetzt drunter schreiben werden. Es gibt Leute, die genießen das, alleine zu reisen. Ich habe in meiner Verwandtschaft auch jemanden, der sehr gerne alleine reist, auch für Monate. Und für mich wäre das nichts. Ne? Für mich wäre das nichts. Ich bin so jemand, wenn ich irgendwo bin ich am liebsten zu zweit da. Ne? Also auf jeden Fall meine bessere Hälfte. Ohne die wird mir das Reisen auch keinen Spaß machen. Sag ich, wie es ist. Aber alleine. Das ist halt auch praktischer, weil du halt einfach immer jemanden hast, der, wenn du dich mal nicht auskennst, Ja, weil immer jemanden hast, der am Abend das Wurstfach herhält, Rainer. Das ist der Satz. vielleicht auskennt oder zumindest eine moralische Unterstützung ist. Das ist Ja. halt auch der wichtige Punkt, den man halt nie vergisst. Eine moralische Unterstützung beim Reisen. Rainer, was hast du vor auf deinen Reisen? Ein Ticket gelöst auf Epstein Island, oder? Dass du da moralische Unterstützung brauchst. Nein, Rainer?
Die ist zu jung. Essen darf. Das stimmt. Das ist wohl wahr. Und, Mann. und wie ist Berlin so? Ich habe das, glaube ich, schon mal geschrieben. Ich habe nur Woher soll Rainer das wissen? gehört, dass es immer voll dreckig dort sein soll. Aber ich selber war halt da noch nie. Das kommt ganz drauf an, wo du hinkommst halt, ne? Das ist wie überall halt auch. Also in Nürnberg, wenn du Nürnberg-Viertel kennst, dann weißt du ja auch, dass da auch Drecklöcher gibt. Also Ja, aber die sind nicht so schlimm, Sehr plump der Frage ausgewichen Rainer. Ich habe nichts anderes von dir erwartet. finde ich. So ein paar Kippenstummel. du weißt, dass Nürnberg der gefährlichste oder zweitgefährlichste Bahnhof in ganz Deutschland ist. Was? Echt jetzt? Ich dachte Ja. eher Frankfurt und Berlin. Nein, Ich muss sagen, der Nürnberger Bahnhof ist aber auch wirklich nicht schön. Ich muss dazu sagen, die meisten Bahnhöfe sind inzwischen nicht mehr schön. Früher war ein Bahnhof immer so ein Hauptbahnhof, war immer so ein Prestigeding und die Gegend außenrum war immer schön, ne, vor 100 Jahren. Aber inzwischen sind die Bahnhöfe, gerade in deutschen Großstädten, sind eigentlich alle nach Pisse stinkende Drogenlöcher. Und der Umkreis außenrum ist so, oh, gut, dass hier gleich eine U-Bahn gibt, so dann muss ich das Elend nicht sehen. Man kann gleich in die besseren Gegenden fahren. ja, Frankfurt ist dann der nächste, tatsächlich. Kam mir noch Und nie so vor. Berlin glaube ich, gehört noch nicht mal in die Liste. Also Ja, in Berlin sind die Leute am Koddy unterwegs und nicht am Hauptbahnhof. Also wahrscheinlich schon auch am Hauptbahnhof, aber. der gefährlichste dazu. In Berlin hast du mehr Ausweichmöglichkeiten. Also da musst du für bei Suchtdruck nicht zum Hauptbahnhof gehen. So, da gibt es andere. Gehst auf den Kotti oder Gesundbrunnen oder Mauerpark oder was weiß ich. Ja? Zweitgefährlichste Bahnhof in Deutschland ist tatsächlich der Nürnberger. Wurde irgendwann mal sortiert. Ich weiß gar Nee, der Nürnberger war tatsächlich irgendwann mal der gefährlichste Bahnhof. Aber das sind halt dann auch wieder plumpe Statistiken. Wie viele Gewaltdelikte passieren da? Boom, so und so viele am Tag im Durchschnitt. Und das ist dann mehr als überall anders. Aber da ist halt dann auch wieder, was geht da in die Statistik mit rein? Wenn die Male, wo ich am Nürnberger Hauptbahnhof war, habe ich den jetzt nicht als krimineller oder weniger kriminell wie andere Bahnhöfe empfunden. Der ist halt auch irgendwie, keine Ahnung, der ist halt wie meist Bahnhöfe, ist halt irgendwie pottenhässlich. Und es hängt halt weirdes Gesocks da in der Gegend umeinander. Beweisstück A, der ein halbes Jahr vor diesem Bahnhof verbracht. Aber vielleicht will er sich jetzt auch irgendwie als harten Hund verkaufen. Er sagt, irgendwie habe ein halbes Jahr lang jeden Tag irgendwie bin ich am Nürnberger Hauptbahnhof gesessen, so ich habe Street Credit oder so ein Scheiß, was weiß ich. nicht, ob das irgendwo im Internet steht. Irgendjemand hat mir das mal gesagt. Und das wird halt wirklich, das scheint halt auch wirklich zu stimmen so. Aber ich für meinen Teil, na gut, muss dazu sagen, ne, ich bin ein echtes Monster. Also ich bin riesig, groß. Du bist ein echtes Monster, aber nicht davon, wie riesig oder groß du bist, sondern basierend auf dem, was du an Wix-Fantasien ins Internet gepimmelt hast. Und es gehört halt schon einiges dazu. Autsch. Es gehört halt schon einiges dazu, dass sich mit mir anlegt. Nicht, dass ich jetzt gefährlich bin, weil ich hier auf jemanden losgehe. Rainer, ich hab Videos gesehen. Würzburger Hauptbahnhof. Da haben von einem Zwetschgenmanschkal, das ein Viertel so viel gewogen hat wie du, hast sauber aufs Restbrett gekriegt. Und dein Gesicht hat am nächsten Tag auch nicht so schön ausgeschaut, Rainer. Halt dein Maul. Dich kann ein 15-Jähriger vermoppen. So, aber wenn es sich halt mit mir anlegt, der überlegt sich das halt meistens schon zweimal. Schon im Vorfeld. Und ich habe da bisher noch nie wirklich Probleme gehabt, aber Ich habe keine große Boxerfahrung oder sonst irgendwas. Ich habe vor 20 Jahren mal irgendwie Brazilian Jiu-Jitsu gemacht für ein halbes, dreiviertel Jahr. Und das war es mehr oder weniger. Ich würde mir zutrauen, mit rein in den Ring zu steigen und der kommt da. Habe ich überhaupt gar keine Sorge, dass mir irgendwas passiert. ich kenne halt auch in Nürnberg so viele Leute teilweise. Ja, genau, schmeiß den Bobbeln, hast du recht.
kenne halt auch so viele Leute und deswegen bin ich da halt auch ein bisschen anders aufgestellt. Das ist das. Ja, Rainer, wenn du da so viele Leute kennst, dann ist doch sicher überhaupt kein Problem, bei einer dieser Personen unterzukommen. Für deinen Arztbesuch beim Hausarzt in Nürnberg, der Einzige ist, der in der Lage ist, dich zu diagnostizieren. Ne? Vorher hat er erzählt, ja, ich habe da früher der einzige Freund, den ich da damals aus der Gegend noch hatte, der hat sich dann auch irgendwie als Hater herausgestellt und deswegen komme ich da nirgendwo unter. Ne? Ich kenne ja niemanden. Und sonst muss ich wieder ins Hotel und das ist so teuer. Und jetzt heißt ich kenne halb Nürnberg. Ja, Rainer, wenn du halb Nürnberg kennst, dann muss er bei denen auch irgendwo unterkommen, wenn du da so gut am Socialisen warst damals. Ja, du kennst einen Scheiß. Du kennst 2, 3 Neonazis, die irgendwo mal in dem Misthaufen 2 Häuser weiter rausgekalbt wurden, in fucking Emskirchen. Und ansonsten kennst du einen Scheiß. Kennst du die Leute, die du die Jahre dazu gebracht hast, bei dir aufzuschlagen, um dir Eier an die Hauswand zu werfen? Die kennst du auch noch. Und den einen oder anderen Richter. Und das war's. Ah, und den Herrn Müller und den Rest von der Bagage von der Penier. Nächster. Okay, aber wieso überlegen sich die Leute es zweimal? Schaust du so gefährlich aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich bin über 1,90 groß, fast Rainer, du bist 1,84 groß, das haben die Leute nachgemessen. Du verlogener Hodenkobold. 2 Meter und wiegt so um die. Um die 250 Kilo auf 1,84. Sollen wir mal den BMI kurz ausrechnen? Das mache ich jetzt. Ich mache kurz Pause. So, ich habe jetzt mal im BMI-Rechner eingegeben, erwachsene Person, ja, 1,84, 230 Kilo ist ein BMI von fast 68. Adipositas Grad 3. Ne? Das ist das der BMI, wo die Ärzte doch sagen, erstaunlich, dass sie noch am Leben sind. Um die 200 Kilo. Ui. Das überlegt man sich schon zweimal. Ui. Ja, okay. Ja, nee. Dann komme ich mit meinen 1,53 Meter. Ich glaube, ich sehe da kein Licht an. Sag ich ja. Das ist, deswegen überlegen sich jetzt die Leute schon zweimal so. Ich bin, wie gesagt, an sich nicht gefährlich so. Und jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich eigentlich harmlos bin. Aber im Allgemeinen, ach Mann, ey, das ist mir ja wieder so eine Sache, die mir auf den Sack geht hier. Aber im Allgemeinen wirke ich halt deutlich. Du wirkst? Du wirkst? Doch ich würge, wenn du die Scheiße erzählst. Im Allgemeinen wirke ich halt deutlich optisch einschüchternder. Auch wenn ich ans. Rainer, du wirkst nicht optisch einschüchtern. Rainer, du hast viel zu dünne Arme für den viel zu fetten Körper, den du hast. Rainer, du siehst aus, als hätte man ein Mastschwein in der Aurach liegen lassen für 3 Wochen. Ne, ganz dünne Beinchen weggespreizt und der Rest vom Körper ist schon so aufgebläht. So schaust du aus. Das ist nicht einschüchternd. Ne? Das ist abstoßend und ekelerregend, richtig, aber nicht einschüchternd. Ne? Ich weiß, das Tier ist tot. Es kann mir nichts mehr tun. Dass ich gar nicht gefährlich bin oder sonst was. Aber das kommt ja auch immer so ein bisschen auf die persönliche Einschätzung an. Ja, okay. Wenn ich da mal aufmucken sollte, so kannst du mich einfach wegschnipsen, so. Du, das kann ich tatsächlich mit der Mehrheit aller Frauen. Oha. Naja, weil die Mehrheit aller Frauen, ich sehe halt nicht nur stark aus, ich bin halt auch nicht gerade schwach. Doch, Rainer, ich habe Videos gesehen von dir, die meisten meiner Zuschauer auch, ne, wo du versucht hast, so fest wie möglich auf die Hand von jemandem zu schlagen, der die Hand an seinem Zaun hatte. Und der hat gelacht, so, der hat sich da köstlich drüber amüsiert, Rainer. Du bist ein morbid adipöses Zwetschgenmanschgal, ne, das absolut kein Schmolz nicht hat. Aber und was ich meinte war, wie gesagt, ich bin mit meinen 1,90 die Mehrheit der Frauen, also
ich will jetzt nicht sexistisch rüberkommen, aber Frauen sind halt nun mal nicht viel größer als 1,60, 1,70. Es gibt schon Frauen, die natürlich deutlich größer sind, aber meistens hört es ja bei 1,70, 1,80 auf, so bei den meisten Frauen. Und ich bin halt einfach mal 1,90 plus. Das ist schon eine andere Hausnummer. Wenn wir Alter, Rainer, halt einfach dein Maul. Es ist so erbärmlich gerade wieder. Vor allem, wenn man sich bedenkt, dass das natürlich eine Haterin ist, die diesen ganzen Server und kennt, die ganze Story, die auch weiß, dass er 1,84 groß ist. Und wie gesagt, es ist ja auch überhaupt nicht schlimm daran, 1,84 groß zu sein. Das ist ja immer noch über dem Durchschnitt, Rainer. Und das wäre auch scheißegal, wenn du unterm Durchschnitt bist, weil die Körpergröße eines Menschen nicht seinen Wert ausmacht. Der Charakter macht den Wert des Menschen aus. Und in dem Department hast du halt einfach, na, da ist halt nix. Als der liebe Gott den Charakter verteilt hat, hast du dir nochmal eine extra Portion Arsch abgeholt. Das ist der Punkt. Ne? Du kannst 1,23 groß sein oder 2,15 Meter. Hurensohn bleibt Hurensohn. Da ändert dann die Größe auch nichts mehr dran. jetzt mir gegenüberstehst. Ja, das ist schon. Ja, Wie ich gesagt, kann es auf jeden ich Fall will nicht, verstehen. wie gesagt, ich will nicht sexistisch rüberkommen. Ich habe höchsten Respekt vor den Damen. Nein, Rainer, hast du nicht. Und ich weiß nicht, wenn du nicht sexistisch rüberkommen willst, dann würde ich mir vielleicht auch verkneifen, Storys zu schreiben, in denen in denen Frauen so lange mit Gewalt zu sexuellen Handlungen gezwungen werden, bis der reine Überlebensinstinkt das Stockholm-Syndrom triggert, ne? Und das als tolle Geschichte zu verkaufen. Keine Ahnung. Ne? Ich sag dir mal, was eine ganz einfache Art und Weise ist, nicht frauenfeindlich und sexistisch rüberzukommen. Und jetzt pass auf, Geheimnis, niemandem weitererzählen. Das funktioniert, indem du nicht frauenfeindlich und sexistisch bist. Oh, mind blown. Verständlich, alles gut. Nee, ich habe das ja nicht in den falschen Hals gekriegt. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. So, es ist ja auch einfach so, dass die meisten Frauen halt etwas kleiner sind als der durchschnittliche Mann. So, klar gibt es Ja. Ausnahmen, aber es sind halt, wie schon gesagt, Ausnahmen. Die sind halt eben nicht der Regelfall. Von daher. Ja, ich habe mal eine Freundin gehabt, Okay, da mache ich jetzt ein bisschen lauter. Ne? Das interessiert. Er hat eine Freundin gehabt. Jetzt bin ich gespannt. Welche hanebüchene Bullshit-Geschichte über seine Freundin ausdenken, dass er sich jetzt wieder aus dem faltigen, stinkenden, ungewaschenen Arschgebirge zieht. besser gesagt, das war die, Yeah. Und immer wenn er dann sagt, was okay, Burgerstübchen rendert, dass sich gerade die nächste hanebüchene Lügengeschichte zusammen. die Partnerin von einem Bekannten, mit dem ich mich ab und zu mal ein bisschen, nennen wir es, getroffen habe. Und jedenfalls, Oh, ja. Das fängt natürlich. Ja. Rainer hat, was auch immer so utopisch sein muss. Also er will mir jetzt erzählen, er hat einen Gspusi gehabt, mit dem er sich immer getroffen hat und hier Knickedi-Knack. Ne? Und dieser Gspusi war in einer Beziehung und der hat dann irgendwann gesagt, boah, Rainer, du bist ein geiler Typ, aber dich kann ich meiner Frau einfach nicht vorenthalten. Die müssen wir da mit reinnehmen, so, die hat da sicher richtig Bock drauf. Das ist jetzt die Geschichte, die du mir erzählen willst. Das ist die Geschichte, die du mir jetzt erzählen willst.
okay, let's go. Die ging mir halt kaum bis zum Bauchnabel. Schwierig, Rainer. Schwierig. Rainer, du bewegst dich jetzt schon wieder auf sehr gefährlichem Terrain. Weil genau bis zum Bauchnabel, wenn wir von deiner 1,84 ausgehen, da sind wir schon wieder im PDF-File Format oder kleinwüchsig. Aber wenn die, ganz ehrlich, wenn der bisexuelle Swinger-Gspusi vom Rainer, der ihn so geil gefunden hat, dass er seine Alte dann nochmal mit teilhaben lassen will, wenn der jetzt auch noch mit einer kleinwüchsigen zusammen war, dann sind wir wirklich im ne? Es ist im sehr spezifischen Erwachsenenunterhaltungssegment. Also die war halt wirklich klein, so. Und es ist halt schon heftig, wenn du dann halt da stehst und dir halt denkst so, ja, das ist halt schon sehr winzig. Ja, zu mir sagen die Leute auch immer, ich bin voll klein, so. Die meisten lehnen sich dann irgendwie auf meinen Kopf ab oder sowas. Aber ich mag das nicht, wenn man das macht. Ich weiß nicht, das ist so disrespectful. So, finde ich nicht so toll. Ich muss sagen, ich finde es komisch, aber wenn ich weiß, dass es jemand nicht macht, mache ich das auch nicht so. Zumal ich halt wieder so riesig bin. So riesig ist er. Ein richtiges Monster ist er, der Rainer. Halt dein Maul. Das hat bei mir so eine Geste dann meistens schon erfordert, dass ich mich vorwurf. Alter, ich krieg die Lautstärke nicht geschissen. Manchmal ist es viel zu leise, jetzt ist es wieder viel zu laut. Die ist 1, wie groß war die? 1,23. Also Hab ich vorhin 1,23 gesagt? Oh. Oh Gott, Scheiße. Scheiße, er ist in meinem Gehirn. Er ist, oh nein. Ich glaub, bei mir ist bald der Exorzismus fällig. Rainer ist in meinem Gehirn. Fuck. Aber 1,23 ist doch schon kleinwüchsig, oder? Also 1,23 ist doch. Da hast du auch schon ein sagen wir, genetisches Syndrom, oder? Das dafür sorgt, dass du so groß bist. Also entweder das oder du bist halt Grundschüler. ist wirklich winzig. Oh, das zählt schon als kleinwüchsig. Alles unter 1,50 ist kleinwüchsig. Echt? Ja, weil Weiß ich gar nicht. ich weiß das, weil wo ich meinen Führerschein gemacht habe, hat mein Fahrlehrer gesagt, Natürlich weißt du das nicht. Denn wüsstest du es, dann hättest du dir eine andere Größe aus dem Arschgebirge gezogen bei der Lügengeschichte, die du gerade zusammengerendert hast. ich soll meine Größe nochmal abchecken, weil wenn ich unter 1,50 bin, muss ich für den Führerschein einen Behindertenausweis ausstellen lassen, sonst bekomme ich den nämlich nicht. Aber ich bin 4 Zentimeter drüber, weil wenn du genau 1,50 bist, bist du noch nicht kleinwüchsig, sondern erst ab 1,49 Meter. Das ist ganz komisch gemacht. Okay, das hört sich irgendwie eigenartig an, aber okay. Ja, dachte ich mir halt auch so. Jo. Aber ja, ich war auch total verblüfft davon, so. Auf jeden Fall ist bei mir so, dass die Auf jeden Fall ist bei mir so die bla bla bla. Jetzt wissen wir, jetzt kommt wieder ein Lügenfeuerwerk. halt wirklich sehr, sehr klein ist. Und ja, es hat mich tatsächlich mal jemand gefragt, wir waren in meiner Disco, hat mich jemand gefragt, ob Oh, jetzt kommt eine Geschichte, die ganz sicher genauso passiert ist. ich wirklich meine 12-jährige Tochter mit in die Disco nehmen darf oder will. Oh nein. Das wird genau so passiert sein, Digga. Genau so ist das passiert. Oh. Kannst du schweigen davon, man sieht kleinwüchsigen Frauen an, dass sie kleinwüchsig sind. Ne? Wenn eine 1,23 große, kleinwüchsige Frau aus genetischen Gründen nicht größer geworden ist, in der Disco ist, erkenne ich
dass das eine erwachsene Person ist. Ja, weil die Pubertät durchgemacht haben, etc., etc., etc. Und 1,23 ist, glaube ich, da bist du mit 12 Jahren nimmer dabei, so? Das ist deutlich drunter. Da sind wir eher in der Grundschule angesiedelt. Und den Unterschied zwischen einem Grundschulkind und einem kleinwüchsigen Menschen, den sieht jeder. Den sieht jeder. Oh, leck mich am Arsch, ist die ausgerastet. Die hätte den Typ am liebsten grün und blau geschlagen. Ja, genau. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Ne? Also wenn sie tatsächlich angenommen, sie würde tatsächlich wie eine Zwölfjährige ausschauen, dann wäre das doch ein legitimes Ding. Ne? Dann müsste sie sich auch bewusst sein, dass, okay, ja, das sieht, ich sehe aus wie eine Zwölfjährige. Gut, dass der Typ, ne, aufmerksam war und Zivilcourage gezeigt hat und gesagt hat, hey, Moment mal, vielleicht ist jetzt hier so eine Disco spät nachts nicht der richtige Ort für ein Grundschulkind. Ne? Alter, hanebüchene Lügengeschichten wieder. Hätte ich aber Und auch der- gemacht. Das ist sehr schlimm. Jetzt kommt der Fun Fact, die ist 4 Jahre älter als ich. Oh. Hier lief gerade so viel falsch. Jetzt kommt der Fun Fact, ist ein so sicherer Lügenindikator bei Reiners Geschichten, wie es kaum einen anderen gibt. Ne? Jetzt kommt der Fun Fact, ist immer so ein, jetzt ist mir gerade nochmal eine zusätzliche Lüge eingefallen, um die Geschichte noch krasser zu machen. Ja? Aufgepasst. Das ist, ne? Und diese Lache, die ist 4 Jahre älter als ich, und dann diese Lache, was einfach nur so, boah, wie geil bin ich, dass mir der Gedanke jetzt gekommen ist. Oh, es ist so gute Geschichte, die werden es sicher abkaufen. Er feiert sich gerade selber. Lass mich raten, sehr, sehr klein, hast du ja schon gesagt, hier 1,23 und schaut wahrscheinlich auch noch sehr, sehr jung aus. Ja, Ja. sehr, sehr jung. Perfekte Kombi, auch gerade die Arme. Ja, das Witzige ist, wir haben es mal zeitlang als Pärchen versucht. Hat nicht funktioniert? Ich habe noch nie in meinem Leben solche Rückenschmerzen gehabt. Die Rückenschmerzen, die kommen davon, ne, dass der BMI von 68 hat und Adipositas Grad 3. Davon kommen die Rückenschmerzen. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht, wenn es einen Gott gibt, straft er dich vielleicht mit Rückenschmerzen fürs permanente Lügen. Aber es hat nichts damit zu tun, dass deine erfundene, kleinwüchsige, kindlich aussehende Ex-Freundin so klein war, du deswegen Rückenschmerzen hattest. Ja, Ist, Ja, ist gut. fies, ist äußerst fies, aber ja, ich kann es halt nun mal nicht, ich kann es nun mal nicht schöner ausdrücken. Wenn wir uns geküsst haben, ja, ich habe sie einfach schlicht und ergreifend am Arsch hochgehoben und habe sie einfach hochgehoben und habe sie geküsst, weil es hat Sehr respektvoller Umgang mit Frauen, Rainer. Ne, es gibt auch keine andere Möglichkeit, die Frau zu küssen, außer sie am Arsch zu begrapschen. Und ist auch wieder, keine Ahnung, das ist auch wieder so ein Ding bei Rainer. Er erzählt jetzt diese Geschichte, die denkt er sich gerade on the fly aus, und die Frau in dieser Geschichte, die ist halt dann auch kein Mensch. Ne? In seinen Fantasien sind Frauen keine Menschen. Die sind halt dann da. Ne? Die ist halt so wie so eine 1,23 große Aufblaspuppe. Ja? Die nehme ich dann am Arsch. Und er sagt ja auch immer, wer nicht alles wen nimmt. Ne? Da gibt es keinen anderen Ausdruck dafür. Es wird genommen. Es ist immer so ein übergriffiges Ding. Ja, mit dem Arsch und hin und her, dieses und jenes. Ne? Es ist halt einfach plumper, vom Pornokonsum kaputt gefickter geistiger Dünnpfiff. Hier, der Mist hier. Ficken, Bumsen, Blasen. Darum geht's, das ist es.
Einfach, alles andere war halt einfach, nein, war halt einfach nicht möglich. Weil es einfach so winzig war. Ja, gut, dann. Ja, die hätte ja vielleicht auch mal in die Eier treten können, ne? Dann gehst du in die Knie, dann haut's auch wieder hin. Ja, einfach hochheben. Ist doch einfacher. Tatsächlich hat Tatsächlich, ne? sie hat echt alles versucht, um es mir einfacher zu machen. Ich meine, wir verstehen uns bis heute gut, also das ist nicht das Ding. Aber sie ist inzwischen verheiratet. Ja, wie erbärmlich, dass man. Oder er denkt sich jetzt eine ganze zwischenmenschliche Beziehung dann darüber hinaus. Oh ja, Mai, und das war. Und die war dann mit dem zusammen, darüber habe ich kennengelernt. Dann haben wir es selber versucht und dann, obwohl ich so ein Hengst war, das ging dann irgendwie nicht. Aber wir verstehen uns noch gut, das ist im Guten auseinandergegangen. Rainer, du hast noch keine einzige zwischenmenschliche Beziehung in deinem ganzen scheiß Leben gehabt, die im Guten auseinandergegangen ist. Noch nicht eine, keine Freundschaft, keine familiären Bande, nichts. Und ich sag dir jetzt mal, was die zwischenmenschlichen Beziehungen, die die größte Wahrscheinlichkeit hat, nicht im Guten auseinanderzugehen, sind partnerschaftliche sexuelle Beziehungen. Ne? Die gehen öfter als nicht im Schlechten auseinander. Und du hast es noch nicht einmal geschafft, mit deiner Familie im Guten auseinanderzugehen oder mit irgendwelchen x-beliebigen Freunden im Internet. Alle Leute, die jeweils was mit dir zu tun gehabt haben, hassen dich. Und du erzählst mir jetzt, dass die kleinwüchsige Frau, die du beim bisexuellen Swingern über ihren Typen, der dein Spusi war, kennengelernt hast und mit der du dann eine Beziehung hattest, dass die mit dir im Guten auseinandergegangen ist und du hast noch regen Kontakt zu ihr. Das ist die Story, die du mir jetzt gerade aufs Brot schmieren willst, oder? Sie ist inzwischen verheiratet mit einem super Typen. Der ist. Ja, hast den auch schon gebimst, oder? Was gar nicht. Der hat, glaube ich, der ist aber selber sehr klein, also für den Mann auch. Der hat, glaube ich, bloß 1,60 oder so. Ist natürlich immer noch riesig für sie. Au. Ist natürlich für sie immer noch riesig, aber natürlich deutlich besser als ich zum Beispiel. Zumal ich dazu auch sagen muss, dass es nicht immer ganz so angenehm war, wenn wir zusammen waren, zu zweit waren. Weil, ja, weiß ich nicht, wie ich das jetzt erklären soll, ohne jetzt wie ein vollkommener Creep rüberzukommen. Ja, Rainer, der Zug ist lange abgefahren. Ne? Also wenn du nicht wie ein vollkommener Creep rüberkommen willst, dann hättest du am Anfang dieses Leaks nicht hier diese Dark Fantasy Goblin Slayer Vergewaltigungs-Bullshit-Stories erzählen dürfen. Ne? Also, oh, jetzt auf einmal macht er sich Gedanken, ob er wie ein Creep rüberkommt oder nicht. Ha? Ach, alles gut, ich kann was ab. Naja, man hat halt keine besonders angenehmen Gedanken, ne? Wenn man hier mit einem Mädel zusammen ist, auch wenn die älter ist als du und du weißt. Ja, das Rainer ist gelogen. Also aus deiner Sicht. Ist das gelogen? Du hast diese Gedanken, du hast dir die ganze Story jetzt erfunden. Ja, also sind das schon deine Gedanken. Ansonsten hätte die Story nicht, vielleicht wäre die auch sonst normal groß gewesen. Und hätte nicht extrem jung ausgeschaut. Er zieht sich diese Sachen aus seinem kranken Schädel raus und erzählt danach, ja, aber solche Gedanken, nicht so gut. Ja, wenn du bewusst bist, dass die Gedanken nicht so gut sind und die permanent durch den Ogerschädel schwallen, dann würde ich vielleicht einmal zum Therapeuten gehen. Such dir Hilfe, Rainer. Dass die älter ist als du. Und dann hast du aber hinterher die Situation, dass sie halt schlicht. Ja, es ist halt einfach nicht angenehm, wenn deine Freundin so viel kleiner ist als du selber und du dann halt immer ein bisschen so dieses Bild von dem Kind im Kopf hast, auch wenn du genau weißt, dass es nicht so ist. Und das halt beim Sex, weiß ich nicht so angenehm. Das ist eine Alibi-Behauptung, Rainer. Das ist eine Alibi-Behauptung. Für mich zumindest war das es nicht. Ich meine, es gibt Männer, die haben da wahrscheinlich andere Ambitionen. Auf Dauer war das unangenehm. Ja, anfangs, wir kannten uns, wie gesagt, sehr, sehr lange. Also wir kannten. Ist auch, ihr merkt es auch, das ist dieses sich rechtfertigen für einen Vorwurf, der gar nicht gekommen ist. Ne? Natürlich kommt von ihr kein Vorwurf. Ne? Sie will Matt farmen. Deswegen ist sie auf diesem Discord. Dann kommt natürlich bei der Story, oh ja, die war 1,23 groß und hat sehr, sehr jung ausgeschaut. Die Leute haben mich darauf angesprochen. Dann kommt dann natürlich von ihr nicht irgendein, hast noch alle Latten am Zaun. Aber das ist ja was er sich gerade ausgedacht hat. Und jetzt wird sich dafür gerechtfertigt.
Ja, nee, aber solche Leute, die mag ich überhaupt nicht. Die auf so, ne? Also, weißt du schon. Halt dein Maul, Rainer. Halt einfach dein dummes Maul. Schon aus Schulzeiten. Aber auf lange Sicht war es ja dann schon, das ging halt einfach nicht gut. Hatte viele Gründe in dem Endeffekt. Ich meine, du bist, wie alt warst du? 34, 33? Mittlerweile bin ich 35, gehe auf die 36 zu. Ja, ist aber trotzdem noch so viel Zeit, so, da kann noch so viel passieren in den nächsten Jahren, so. Wird bestimmt noch jemand kommen, so, der einfach passt. Ich glaube nicht, dass da noch jemand kommt. Aber da sind wir jetzt auch an einem guten Punkt, um eine Pause zu machen. Ich mache die Scheiße hier schon wieder seit 1 Stunde 15. Wir sind jetzt bei 1 Stunde und 4 Minuten. Ist in Ordnung, haben wir 20 Minuten durchgebracht heute. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Leute, es war jetzt die meiste Zeit schon wieder ein bisschen entspannter. Gegen Ende ist es halt schon wieder krass ins Widerliche abgedriftet. Aber wir schauen mal. Es geht jetzt um Heiraten und Kinder als nächstes. Das machen wir dann morgen. Dann geht es um Universum. Dann geht es nochmal um die Schlangenschnecke. Wir werden uns da langsam durcharbeiten. In diesem Sinne, tut nicht, was Rainer tut. Und Melloff.